Shalom Aleichem. Dem 1. Mai 1853 ist in der ukrainischen Stadt Mirgorod geboren geworden der jüdische Dramaturg Yankov Gordin. Sein Tate ist gewesen ein vermöglicher Jid, darüber hat sein Sohn gekonnt bekommen eine gute jüdische und maskilische Bildung. Ungeheben schreiben hat in Russisch, Artikeln für die Zeitungen und Übersetzungen von Deutsch. Nur der Hasene hat eine Stillzeit gewohnt in Jelisavetograd, der noch in Odessa, wo hat vernehmen sich mit Journalistik. Wie ein Mensch, der sucht einen geistigen Unspar, ist verhabt gewesen mit den Ideen von der rationalistisch-evangelistischen Bewegung. Einige Prinzipien von der Sekte hat gewollt herübertrugen auf einen jüdischen Jesod, in Jüdischkeit. In 1880, zusammen mit noch etlichen seiner Unhänger, trägt Gordin in Jelisavetograd die so geriefene geistig-biblische Bruderschaft, wo es hat keinen breiten Upklang in der jüdischen Gesellschaft und der Stadt nicht gehabt. Dazu haben sich in den 80er ungeheben in Dorem Russland blutige anti-jüdische Pogrome. In Russland hat die Macht sich ständig bezeugen mit Chschad zu kolminei Sektes, befreit geschaffen von Jiden. Der Sof ist gewesen, als in 1891 ist auch Gordins Sekte, wo es hat sich geriefen Stundhaares, verwehrt geworden und Gordin allein hat gemisst entläufen in Amerika. Ein jüdischer Dramaturg, wie ist verblieben in der Geschichte von jüdischen Theater, ist Gordin geworden schon in Amerika, hagam nicht abgelost, dem Chulem mamschig zu sein, seine Tätigkeit, auch wie ein russischsprachiger Schreiber. Sein Weg zum jüdischen Theater hat sich ungeheben bald nach sein Kommen in New York und noch bekennen sich mit den jüdischen Akteuren Yankov Adler und Zygmunt Magulesko. Für sie hat umgeschrieben seine erste Pjese Sibiria, wo es hat ihm ermöglicht, auszuhalten seine größeren Sprüche. Agav hat Gordin gehabt 14 Kinder. Dramaturgie wird seine Bräutqual und zu kein größer origineller Schaferischkeit in seine Pjeses ist nicht gekommen. A viele in die same bewusste seine impopulärste Dramas wie Mirale Efras, Gott, Mensch und Teufel, Chassid Jesoime und andere. Gordin ist gewesen ein talentierter Imitator, das heißt glänzendig herübergetragen fremde literarische Werk auf einen jüdischen Boden. Und doch ist Yankov Gordin verblieben in der jüdischen Literatur wie einer von den Bäuer von dem jüdischen klassischen Theaterrepertoire. Gestorben ist in New York in 1909.